Van das een nieuw jaar. Gewöhnlich, wenn ein neues Jahr anfängt, dann nehmen wir uns allerhand Dinge vor. So, was sind die Dinge, was ihr habt vorgenommen, das neue Jahr? Muss wir ein bisschen mehr Schokolade essen oder so eine Dinge? Vielleicht habe ich vorgenommen nicht mehr so viel, ich weiß nicht, aber Weihnachten ist meistens eine Zeit, wo wir ein bisschen zu viel Zeit haben, so eine Dinge, wo wir ein bisschen zu hyper. Und, aber wir wollen ein neues Jahr anfangen, fertig mit Jesus. Ich weiß nicht, was 2016 für die war das. In Jahr 3, dann standen wir in dieser Zeit sozusagen, auf der Schwal von einem neuen Jahr. Was passiert in 2016? Some von uns haben Dinge belebt, vielleicht, was die Leute nicht würden haben, oder sind Dinge in ihrem Leben passiert, was ihr Leben ganz verändert haben. Some von uns haben vielleicht Dinge getan, was wir wünschen, wir können das auflassen. Jemand sagt von der Smarties, dass wir ein bisschen so, oder jemand hat so gesagt, dass wir so ein Buch mit 365 Seiten und jeder Tag hast ein Blatt ausgefällt. Vielleicht wird wir gleich ein Dreh zu gehen und some Blätter ausrieten. Wir würden gleich manchmal die Glock drehen. Aber weißt ihr, wie kann ich? Wir machen fertig, was immer da passiert ist, was immer weiter wir belebt haben, oder was immer sehen wir belebt haben, oder was immer rechte Dinge wie begonnen haben, erreichte, wir gehen fertig. Und so in 2017 war wir fertig gehen mit Jesus. Und wenn ich denke an fertig gehen mit Jesus, dann sind 3 Dinge sehr wichtig. Und ich will von dieser Botschaft ein bisschen härter sein, aber ich will 3 Dinge ganz kurz bechecken. Ein Ding ist, dass wir in der Vergangenheit looten. Ich las diese Werk ein Schreiber, ein paar Schreiber, was von das reden. In einer der möglichen Ausdrücke, ich dachte, das bleibt mir mit Satten. Er sagt, dass in Noah ein Fuhl, die verstopft sich an die Dinge, was hängen am sind. Na, wenn wir denken, dass wir verstoppen an uns Gehen einmal, vielleicht fällt es mal an, wenn wir irgendwo mal was angefallen und besonders irgendwo ein bisschen da öffnen, dann rassel wir schwinn ab und dann checken wir an, wer es gesehen hat. Und, aber weißt du, Sonne, was in der Vergangenheit lebt, die verstopft sich mit den Dingen, was hängen am sind. Und ich kann Menschen, die nicht fertig kommen im Leben, wenn die leben in der Vergangenheit. Die leben mit den Dingen, was einmal erst geworden, vielleicht in der Vergangenheit, was das wir haben getan, oder was sie selbst haben getan. Ich habe Ihnen mal gesagt, wenn der kämpft für jeden, dann ist die selbst oder mich selbst für jeden das schwanste Ding. Und so ich habe einen Fehler gemerkt in das vergangene Jahr und ich konnte mich dort nicht zu Gott holen und ich kämpfte oben den Raum und das merkt mein Leben bloß miserabel. Und so, wenn wir können fertig moven, dann müssen wir die Vergangenheit in der Vergangenheit looten. Menschen sagen einmal, sie würden gleich mal die Vergangenheit verjäten. Weißt du, hast schon verjäten. Ich sage einmal zu meinen Bibelschulstudenten, dass wenn sie wollen, wenn der kämpft verjäten, wir haben einmal so ein bisschen Glauben, dass kann nicht verjäten, wenn kann nicht verjäten. Und ich sage, wenn du das verjäten wirst, dann bet Gott, dass er wird die Alzheimer's geben oder irgendwas. Aber er wird den Gedanken auslöschen. Weißt du, wir wollen unsere Vergangenheit never verjäten. Viele Dinge, was uns geworden sind, oder Dinge, was du belebt hast in 2016, die wirst du niemals im Leben verjäten, solange du klar denken kannst. Und das ist, dass Gott uns gemerkt hat, wir können gleich verjäten. Wir verjäten einmal vielleicht so Dinge, was du früher bestellt, was ich von Stuhl soll bringen, oder so eine Dinge. Da habe ich nur Trouble mit. Aber viele Dinge kann ich gerade mir noch denken, was passiert ist im Leben. Und so, fertig moven mit Christus. Dann ist es wichtig, dass wir die Vergangenheit in der Vergangenheit looten. Wir müssen lernen, dass die Fehler, die du gemerkt hast, die verjäft die selbst. Oder wenn die andere hast Fehler gemerkt, dann Verzeihung, merkt Dinge reich. Aber wir müssen fertig. Vielleicht ist was passiert, Anfangsjahr stündst du mit einer Person, die nicht mehr hier ist. Some von uns haben eine liebste Person im Leben verloren durch das letzte Jahr. Und so das Leben ist niemals war dasselbe. Und dann sind ein bisschen schwanger. Dann sagen, okay, ich loote die Vergangenheit und ich gehe fertig. Der Apostel Paulus, das ist mir immer eine große Inspiration, wenn ich denke an Leben und wo wurde von Chaimen und so wieder. Und so, ich will ein paar Verse lesen in den Philipperbrief.
Vergt dat daar, de Philipperbrief, dat is Paul zijn levensbrief. Dat is een brief waar hij het meeste redt van vrede. We zullen vrede hebben im Herrn en zo weer. En weet je, Paulus wie im Gefängnis, als hij den schrijft. Hij wie in Raum in Gefängnis, vielleicht keine Hoffnung, noch jemals war rauszukommen. En dan schrijft hij some dingen in das brief, wat sehr interessant sind, wat ons dat wijst, dat Paulus, hij leidt de Vergangenheit in de Vergangenheit. Wenn wir denken an die Vergangenheit loten, dann ist es noch manchmal so, dass wir machen irgendwas, was wir so denken, was sehr gut ist. Aber irgendwas, was wir wollen an festhalten, da mal wir losloten, damit wir können verweg gehen mit Jesus. Das ist nicht immer bloß, dass dort weiter sind, oder schlechte Dinge, was wir machen für jeden, einmal gute Dinge. Und so Paulus redet ein bisschen von sich selbst. Er hat seinen Apostel verteidigen. Wenn die Menschen wären immer, war es so, dass Paulus wie nicht wirklich ein Apostel, er hat nicht mit Jesus gelebt und all die Dinge. Und dann sagt Paulus das in Philipper 3, Vers 4. Er sagt, ich hatte mich gut auf sichtbare Tekens verloren. Und wenn wer meint, dass er sich auf sein sichtbare Fremdsein verloren kann, ich würde mehr Ursache dafür haben. So Paulus redet von sich selbst, er sagt, dass ich habe Ursache, auf mein menschliches mich zu verloren. En ik weet niet wat het in dien leven is, maar einmal zijn dat menselijke dingen wat we zullen loslaten ten verweg met Jezus. Vielleicht is het van waar we komen. En wie wat van een Mennonitsche hintergrund komen, we hebben een goede hintergrund. We hebben zeer goede dingen in ons volk en geleerd van klein en zo wieder. Maar einmal zijn dat zijn de dingen wat ons hinderen doen ten verweg moven. Einmal zijn dat onze ongewoonheden, onze traditionen, die sind vielleicht in sich selbst gut schlecht, aber das hält uns treu von wirklich für Jesus leben. Und so Paulus hat so eine Dinge auch in seinem Leben, wo wir wirklich sozusagen von der rechten Volk, der rechte Mensch, der rechte Hintergrund, was er muss loslassen. Er redet hier wieder von dort. Er sagt, ich werde am 8. Tag beschnitten, ich stamm von dem Volk Israel, dem Stamm Benjamin, ich sehe in Hebräer von Hebräern Gesetz, die hier zu der strenge Pharisäer. Ich will ewig die Gemeinde verfolgen und nur die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit wie ich fehlerlos. Und so Paulus sagt, weißt du, ich will ein Jude von den Juden. Und weißt du, die Juden zu der Zeit, sie wären Gott sein Volk, sie hatten sie zu holen, sie wären der einzige Reich. Und in gewissen Monaten wären sie auch, wenn sie wären Gott sein Volk, die Heiden, die mussten zu sich geschoben und so wieder. Und das ist, wo Paulus für Bände war. Und er hat große Gewinns in sein Judentum. Er war eine angesehene Person. Er war eine gelehrte Person. Some Schreiber sagen, dass sie glauben, Paulus wie ein von den ganz gelehrtesten Personen in Jerusalem zu der Zeit. Er war ein bester Lehrer gelehrt. Und so Paulus sagt, dass das wäre ich wir. Ich wäre einfach ein Jude von den Juden. Ich stamme von der rechten Volk, von der rechten Familie. Und ich wäre ewig, er sagt in Gesetz, ich wäre vollkommen. Und so aber das ist noch ein Ding, was er hier sagt, dort ist, dass er verfolgt die Gemeinde. Und dort lebe ich erst einmal so, was Paulus sich selbst muss vergeben. Stellt dir mal vor, dass je eine ganze Reihe Menschen in jener Vergangenheit verfolgt, vielleicht sogar tot gemerkt. Und über einmal haben ihn bekehrt und soll gehen und das Evangelium predigen. Dann ist es wichtig, dass wir die Vergangenheit vergeben. Und dass wir die Vergangenheit in der Vergangenheit lassen. Und so Paulus, er hat diese zwei Dinge. Er kämpft von der rechten Volk. Er leitet große Gewinns los. Zum an Jesus leben. Und zum Jesus nachfolgen. Aber er muss sich auch selbst vergeben. Er sagt in Vers 7, aber was dann für mich gewinnt, meint sie nicht an, am Christus in Holven aus verlieren. Also dort, was dann in Gewinns wie von ihm, dass er von der rechten Volk, der rechten Familie, der rechten Schule und all die Dinge, dort sitzt er an als verlieren nu. Aber dort hat er losgelassen für Jesus in Holven. Vers 8. Maar als dort, ich sei all dort an als Schulden, wenn ich dort damit vergleich, wo ever alle Maßen viel wird mir dort ist, dass ich Christus Jesus als mein Herrn kann. Wie als ich Christus Gott sie, sei ich dort alle an als Schulden und als Drag, und weil mir Christus gewinnen. Und weißt du, in das Vers da ich ganz besonders verweg mit Jesus. Und wenn wir Jesus ever alles lief haben, Jacob sagt erst, wir sollen nicht uns Geld leben, aber Gott leben. Und du kannst lang von reden, was meint das? Und so Paulus sagt, ich lade all meine guten Dinge von der Vergangenheit, die Dinge, wo ich verschaffen habe, die Dinge, wo ich gewonnen habe, wie ich sie als Person, von wo ich komme, all die Dinge, die lade ich los, wenn ich in Jesus Christus ever alle Moten fehl. Na denk mal ein bisschen an Paulus sein Leben an. Paulus war ein Jude in Jerusalem, ein angesehener Mann,
En Pharisäer, hij had de beste schuld gehad en zo wieder. En dan neemt hij Jezus aan. En weet je wat dan met zijn leven passiert? Dan heeft hij geen thuis meer. Viele schrijvers geloven, hij verloor zijn familie. Some geloven sogar, hij verloor zijn vrouw. Paulus weer nicht befreit, als niemals gewas, das weten we nicht, de schrift redt er nicht von. Aber Paulus kreeg mes, jeder dort verheft, wo das Evangelium predigen deed, wordt uitgeschmeten, wordt im Gefängnis krank in Philippe, als hij door das erste Mal handkwam, dann wird er im Jahr mit einem Beiser Jes und hij drift in der Rüt und dann kriegen sie durchgeheft und in Gefängnis gestoppt, der Feit festgeschlossen. Dort wird Paulus sein Leben unter Christus. Und wo kann er sagen, ich lebe Christus über alle Moten? Und so Paulus verleiht ein makeljes Leben. Wir können sagen, er verleiht ein Leben von seinem makeljes Stall, von seiner Stellung in Jerusalem, nur ein Leben von einem Fugitive, würde wir auf Englisch sagen, ein Leben, wo er meist immer von einer Stadt nach andere ging, wenn sie am Verfolgen, wenn sie am Rückschmeiten, wenn sie am Darm behandeln und so eine Dinge. Und so, hij beschrijft op een stad, hoeveel hij verheft gekregen van de Juden en van de Römer en zijn schappers en je gewoon 3 Mal en al zo'n dingen staat. En zo Paulus zijn leven met Christus weer niet in makeljes leven. Menschlich nongecheckt. Hij had veel opgegeven. Maar hij zegt daarna, dat zeg ik alle anders draait, dat zeg ik alle anders verlust voor Jezus Christus aan. En weet je, Geschwister, wanneer dat ons Ziel is im nieuwen jaar, dat we ver weg met Christus, dan denken we aan dat er zijn sommige dingen in mijn leven wat ik zal opgeven. En vielleicht heb je sommige dingen vernomen in je leven wat je niet jou willen opgeven. Waar we Jezus even alles lief hebben, waar we hem even alles hebben. Paulus zegt wieder, hij zet zich niet dafür, dat hij dat al gewonnen heeft, aber een ding dat hij verjaart wat hingen am is, en hij strakt zich naar dat wat ver am is. So dat is het eerste ding. De vergangenheid in de vergangenheid laten. Wat immer goud door hingen die is, wat die moet loslaten, of wat immer weide die moet loslaten, dat is een thema kunnen we lang van reden. Maar we willen denken dat we met Jezus ver weg gaan, we laten de vergangenheid in de vergangenheid. We willen ons niet verstoppen met dingen wat hingen ons zijn. De tweede ding wat wichtig is van we denken met Jezus ver weg, dat is check naar dat positieve, mank dat negatieve. Check naar dat positieve, mank dat negatieve. En zo hier wil ik gaan naar Paulus in de beschrijving, dit part in Philippa 1 van 12 tot 18, dat is dat een waar ik mal mijn ring ons eerste boodschap over predigen deed. Wat ik never vergeten. Maar die afschnitt is mir immer sehr viel wert, wenn wir zijn hier eine Anstellung von Paulus, wat ik mir wens, wat ik mij houd. Zoals ik al zei, Paulus is in Gefängnis. En dan zegt hij dit in vers 12. Brüder, dit zal je weten, dat wat ik durchgemerkt habe, heeft metgeholpen, dat Evangelium te verbreiten. Dan moet je Paulus zijn positieve aanstelling. Hij is in Gefängnis, hij is vast. En vielleicht dachten hij ook de kerk zo, wat nu? Nu zijn ze leider weg, nu zijn ze leider vast. Die wordt van stad tot stad, ja, dat Evangelium te verkennen, dat is nu vast. Nu wordt het staan blijven, nu wordt de kerk niet meer wassen. Weet je, mij is het immer sehr interessant, wenn ich onze mennonitische Geschichte studiere, in de eerste 10, 15 jaar van de anabaptistische Glauben, dan werden sehr verfolgt en meest immer de Lehrer. Meestal werden de Lehrer uitgenomen, die werden doodgemerkt. En een schrijver zei mal, dat de Lehrer, die weer nog niet doodgemerkt, dan weer al een frische Lehrer opgestaan. Dat is interessant, wat het schafft. Wir leven eenmaal, okay, wenn diese Person hier nicht mehr was sagen, oder wenn wir dort nicht mehr haben, dann ist es durch. Dann wollen wir nicht mehr wissen. Vielleicht dachten sie, so steht über Paulus, der ist nu in Gefängnis. Was nu? Nu ist es durch. Aber Paulus sagt, er will haben, sie soll nicht weiten, dat wat hij durchgemerkt heeft, zijn Gevangenschaften sie wieder heeft metgeholpen, dat Evangelium te verkennen. So Paulus zet dat positieve middel, mank het negatieve. Nou, hij heeft 2 Ursachen, er 2 dingen wat er passiert zijn. Vers 13. Hij zegt, doordat als allen mijn regeringspaulus en ook anderen dat klar geworden, dat ik weer in Christus in deze keden zie. Nou weet je, de leer wie zo staat. Paulus, die werd gevangen, hij werd vastgekettet aan een soldaat. Die hadden feierstunde termin einmal de soldaten. In die tijd deed Paulus het evangelium met hen mitteilen. Dan ging de 3 door een palace naar, wo de soldaten waren en vertelde door vielleicht van dit interessante gevangenen wat ze daar hadden. En dat evangelium verbreitet zich in het regeringspalace, in het regeringshuis. En so dat is eigenlijk wat Paulus zelf deed, om dat evangelium verbreiten in de leer, wo hij was.
Hij sollte nicht bloß en wir mautlos en dal en wir verdrießlich dat het alle nicht schafft en Gott wohin sie steht en Gott wohin sie steht. No, hij had niet alleen het een mens van Jezus te vertalen. En zo verbreitet het Evangelium zich. En dan de tweede ding wat er passiert is dit. In der Gemeinde-Gefangenschaft haben die meeste Brüder am Herrn mehr Mut gekregen, Gott zijn wordt nog driester en furchtloser te predigen. En dit is meer een interessante ding, dat Paulus is gevangen en de andere Brüder, de andere Christenraum, die hebben meer Mut gekregen ten het Evangelium predigen. En zo Paulus zet dit als een positieve ding. Nou, hij is zo te zijn in een negatieve leeuw. Hij is in een ding waar hem niet schijnt, waar hij niet wil zijn. Maar hij kijkt naar de positieve dingen. En weet je, lied, alle van ons, we hebben soms negatieve dingen in ons leven. Er zijn soms dingen wat we niet gleichen, of vielleicht dingen wat we ons zelfs hebben in ons, of soms ongewoon hebben ze wieder dit gleiche niet. En dan is het zeer leicht, voor mij is het leicht, maar bloos aan de negatieve te denken. En bloos aan te denken, wanneer toch wenigstens dit weer, wanneer toch wenigstens dat weer. En ik geloof, soms van jullie hebben dingen beleefd dit jaar, waar het erop aankomt, dat je een dag hebben aan die dingen denken, wat er niet zo goed was. En zo Paulus weer in deze leeuw, hij kijkt naar de positieve dingen. Dat derde ding wat wichtig is, van wie ver weg wel met Jezus, dat is dat we de negatieve vergeven en het positieve aannemen. Vers 15. Hij zegt, wanneer het ook zo is, dat eindige Christus het afgaans en strijd zocht predigen, zo dan onder dat toch het goede meinung. So van deze Brüder, wat we een meer moed hadden te predigen, door we een groep maakt, die door Paulus te nerg predigen. Ik kan je mal gewinnen, dat wat krijgt die duiden, aber anyway, ze predigen uit afgaans, zegt ze predigen uit een orechte zijn. Vers 16. Redt hij van de andere groep. Hij zegt, ze rekenen Jezus werkelijk veel, wil ze weten dat ik hier zie, voor het Evangelium aan te staan. Jane, de Christus mij het afgaans als het rendrief predigen, meinen ze waar mij die gevangenschap nog zwaarder meer. En zo is een interessante leer. Paulus is in gevangenis. Hij zet dat de Brüder de predigen met meer moed, aber dat is een groep maakt. Die dat arm hem toezaten. Nou, wat ik krijg, dan weet ik niet. Vielleicht gehen ze ram, zeggen ze, hey, Paulus is in gevangenis, weet ze, wie einer een falsche Lehrer, wie euch wirklich ein Prophet oder ein Apostel, ich weiß nicht, was sie deuten. Aber sie versuchten, Paulus sein Leben schwanger zu machen. Und nu hoor ich, was Paulus darüber sagt. Hij zegt, aber was ist daran? Of het uit einen abbrechen oder abbrechen Grund kommt, dat wichtigste ist, dat Christus onder alle Umstände gepredigt wordt. En dort freue ich mich und wo mich auch wieder freuen. Weet je wat we hier van Paulus zijn? Ik weet niet, wat war het meeste? Wat war het meeste? Wanneer mensen over die reden, of wanneer ze over Jezus reden? Ik moet toestaan, mij oor dat alle wanneer ze over mij reden. En weet je wat ik hier in de aanstelling, wat ik van Paulus zei, is dat hij zegt, who cares? Wat's du eraan? Oder wir sagen einmal, so what? So deze predigen te mij toezaten, ludend, Jezus wordt gepredigt. En weet je, ik wil je een andere vers lezen, wat is ganz onderscheid van Paulus. In Philippa 3 vers 2 zegt hij, werd je voor de hoing, voor de boze arbeider, voor de wat de Karper verschnieden wil. Wat is de onderscheid? Op einer steed kunnen we zeggen, Paulus den wordt er nog uithängen kallen en hij verdammt de predigers. Op een andere steed zegt hij, so what? Loot die. Weet je wat de onderscheid is? Op einer steed wordt Jezus veranderd. En dat weer van deze wat het falsche evangelium predigen deed, wat hij gehoing nannt, dat weer een zin wat het evangelium verdrehen, wat ze zeggen, je mag nach de beschniedung kan, je mag nach de jüdische Gesetz zo nemen, en al die dingen. En Paulus, hij nannt den hoing, hij nannt den beise leerders. En zo Paulus, hij fährt geen zone wat het evangelium verdrehen. Deze andere groep, die predigten Jezus, aber sie deuten het Paulus te nerg. En dan zegt Paulus, so what? Laat die mij toezaten, zolang ze Jezus predigen. En weet je, lied, ik moet toesten en ik zeg iemand krijg anders. Laat de mensen over Jezus vleken, zeggen ze wel, ze laten niet brengen wat dan met over mij worden zijn. Maar ze laten mij worden liggen. En ik wil daar nemen in deze aanstelling, dat ik dat negatieve vergeef en dat positieve aanneem. Paulus vergeeft deze wat aan, ten nerg door predigen deuten, en hij neemt dat positieve aan, dat sogar door predigen wordt Jezus gepredigt. En ik geloof dat is een goed ding voor ons, en wanneer we denken met Jezus verder in 2017. Waar we de vergangenheid in de vergangenheid laten. Vergeten worst den ever. En sommige dingen zullen we niet meer vergeten, aber we moeten oppassen dat we niet doorleven.
Dat we niet immer in ons gedanken dort en waren het toch nog maar waren zo. We waren het maar bara in de gouden oude deel. Helemaal van de gouden oude deel gehört. Da wären Kracks an der beide Deals von der. Aber wenn wir drei checken, dann denken wir so, oh, der gouden deel. Weet je wat de gouden deel wären? Met de Schaffel, Komas-Schaffel und so weiter. Kleine Traktors hängen Piet gehen und schweiten, 44 Jahre alt worden und gestorben. Dat wären de gouden deel. Und so, waar we de Vergangenheit in de Vergangenheit laten. Waar we dat positieve, nur das Positive checken, mangt das Negative. Wir leben in einer negativen Welt, wo beide Dinge passieren, schlechte Dinge passieren, wo Krankheit ist, wo Weide sind, all diese Dinge, was wir alle davon hören. Waar we door mank de positieve dingen zijn. En dat derde, waar we dat Negative vergeven en dat Positieve aannemen. Ik wil vragen dat je abstaan, ik wil met ons alle tot beten. Verweg met Jezus. Dat is wichtig, dat we Jezus, dat we met Paulus kunnen zijn, ik zie wellicht dat alle te verlieren, wanneer ik dan Jezus heb.